Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig, hier um 18:48 Uhr. Ja, perfekt. Ich habe euch ja schon in der letzten Episode versprochen, dass ich heute ein bisschen was erzählen werde. Wie gehen wir überhaupt bei einer Ausgrabung vor? In der Episode, wo es zur Ausgrabung der Wassermagier ging, habe ich ja erstmal ein bisschen was erzählt, worum es Archäologe eigentlich geht, wenn sie was ausgraben. Und was da eigentlich wichtig ist, dass es nicht die großen Funde sind, die so großartig wichtig sind, sondern die Dokumentation an sich und die Befunde, wie liegt das Ganze, ist an sich mindestens genauso wichtig wie ein schöner Fund, wenn nicht sogar noch wichtiger. Dann habe ich gestern was erzählt, wie kommt die Grabung überhaupt zustande. Also meistens sind es sogenannte Rettungsgrabungen oder Notgrabungen, wenn irgendjemand bauen will. Und wir greifen dann ein und gucken uns das Ganze nochmal an, wie wichtig es ist. Und wenn es so ist, dann graben wir und dokumentieren das Ganze. Und heute will ich ein bisschen was erzählen. Wie funktioniert das eigentlich, grabe und dokumentiere? Was wird da eigentlich gemacht? Also wir nehmen jetzt mal an, wir haben irgendwo, sagen wir jetzt mal in Speyer selber, will irgendjemand was bauen in einem Areal und da kommt jetzt zum Beispiel ein Gräberfeld raus. Wie gehen wir also vor? Wir nehmen normalerweise immer den Bagger, und zwar einen großen Bagger und nicht diese kleine Mini-Bagger. Die kommen zwar auch zum Einsatz, aber noch nicht ganz am Anfang. Ja, wir haben dann normalerweise einen großen Bagger und der macht dann die Fläche plan, wie man das dann nennt. Das heißt, der Bagger geht auf ein Niveau runter, ab wo wir Befunde, also Grube zum Beispiel, zu erwarten haben. Das heißt, der Bagger macht bestimmt die Tiefe und da versuchen wir so gerade wie möglich zu bleiben, damit wir dann entsprechend auch gescheit arbeiten können. Natürlich, es ist draußen, es ist praktisch, das heißt, es muss natürlich immer der Befunde angepasst werden. Was bringt immer schön die gerade Fläche, die auf einer einheitlichen Tiefe ist, wenn wir dafür Befunde zerstören müssen, die früher ankommen. Das heißt in dem Fall natürlich, die Befunde gehen vor und da ist es wichtiger, dass wir auf die Höhe gehen, wo Befunde rauskommen. Ah, da ist der Alligator-Check nochmal, deswegen will ich hier gerade nochmal einen kurzen Speicherpunkt anlegen. Nicht, dass der was dagegen hat, dass ich mal hier sei Gedönse an Fälle schnapp. Ah, hat anscheinend nicht. Die kann ich nämlich nicht nehmen. Rechts, links. Er hat anscheinend auch nichts dagegen, wenn ich mal seinen Truheinhalt schnapp. Na, aller Hopp. Der ist anscheinend sehr freundlich. Dann möchte ich auch nochmal gerade gucken. Ja, wir haben noch 10 Lernpunkte. Unterrichte mich. Genau, auf dem Was soll er ich dir beibringen? irgendwas Schönes beibringen kann. Zähne ziehen, Tiere häuten. Das klingt doch mal ganz gut. Und, Ich kann dir nichts mehr beibringen. okay. Ah ja, genau. Und immer nur am Bla bla bla. Entschuldigung, wenn ihr das jetzt hören wolltet. Das ist schon so vorprogrammiert, dass ich das normalerweise wegklicke. Da muss ich mich arg zusammenreißen, dass ich die als wirklich ausschwallen lasse. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Fähigkeit auch noch erlernt. Da ging es da zu irgendeinem Turm hoch. Aber schauen wir mal, ob wir den nicht von der Piraten aus erreichen können. Ja, wie gesagt, also normalerweise richtet man sich dort noch, dass man die Befunde erwischt, aber es sollte eigentlich so einheitlich wie möglich aussehen, das Ganze. Okay, das ist der Kerl, der uns hier durchlässt. Mit dem sprechen wir auch nochmal. Freund oder Feind? Natürlich, Freund. Freund. Das kann ja jeder behaupten. Ich kenne dich nicht. Was willst du hier? Ja, Wurstsuppe und Riesling nach wie vor. Jo. Ich will da rein. Tatsächlich? Das kostet dich aber eine Kleinigkeit. 500 Goldstücke. Ah, Was? war. Wofür? Jetzt stell dich mal nicht so an. Hier im Lager gibt's eine Menge Sachen, die für dich interessant sein könnten. Du hast doch Gold, oder? Dann erstmal so. Können wir uns nicht irgendwie einigen? Nun, gib mir einen Grund. Dann wird's vielleicht billiger für dich. Okay, hier. Ich soll morgen dieses Fleisch bringen. Aha. Und wer schickt dich? Alligator Jack. Er sagt, morgen wartet schon darauf. So. Er selbst hat wohl keine Lust, was? Dann hier noch. Malcolm schickt mich. Ich soll dir sagen, das mit dem Holz wird noch eine Weile dauern. Ja. Hätte ich mir ja denken können. Das dauert mal wieder ewig. Dann, nochmal hier. Was machst du hier? Wonach sieht's denn aus? Ich muss dafür sorgen, dass diese elenden Jammerlappen hier die Palisade rechtzeitig fertig kriegen. Wenn das nicht klappt, wird Captain Greg mir in den Arsch treten. Nebenbei passe ich auf, dass hier nicht jeder einfach so reinstiefelt. Gut, dann hier noch. Greg ist dein Boss? Allerdings. Und für dich immer noch Captain Greg, dass das klar ist. Er ist ein großer Mann.
Wenn du ihm begegnest, solltest du ihm nicht krumm kommen. Das würde dir nicht bekommen. Leider ist er momentan nicht im Lager. Sein Stellvertreter heißt Francis. Er sitzt den ganzen Tag vor Craigs Hütte und glotzt uns bei der Arbeit zu. Also das klang schon fast, als hätte der Captain Dredd gesagt. Der ist leider in Monkey Island 2 beheimatet und nicht in Gothic Wofür 2. baut ihr die Palisade? Na, um es den Banditen nicht so leicht zu machen. Die Bastarde werden immer dreister. Sie streunen schon seit Tagen um unser Lager herum, wie Haie um einen Schiffbrüchigen. Ein paar von den Mistkerlen haben sich beim Turm etwas südlich von hier verschanzt. Aber ich bin mir sicher, das ist nur die Vorhut. Sollten sie tatsächlich so dumm sein und einen Angriff versuchen, werden wir sie gebührend empfangen. Okay, dann kümmere ich mich doch im Motto drum, oder? Warum sollten die Banditen euch angreifen? Weil Krieg ist zwischen ihnen und uns. Was meinst du denn? Am Anfang war alles ganz locker. Wir haben sie hergebracht, sie sind in ihren Sumpf marschiert und haben uns in Ruhe gelassen. Aber mittlerweile greifen die Mistkerle jeden an, der nicht zu ihnen gehört. Was weiß ich, welcher Teufel sie reitet. Kann mir vorstellen, dass sie scharf auf unsere Boote sind. Es gibt nämlich keinen anderen Weg, um von hier wegzukommen. Okay. Frag mal Skip zu dem Thema. Der war bei ihnen und ist gerade mal ebenso mit dem Leben davongekommen. Nett. Ist eine interessante Geschichte, die er da zu erzählen hat. Nur schade, dass du sie nicht hören kannst. Du hast nämlich noch nicht deinen Wegzoll bezahlt. Naja, Skip kenne ich jo. Dann hier nochmal. Wegen der Banditen im Turm. Wenn du vorhast, dich mit ihnen alleine anzulegen, vergiss es. Ich werde demnächst 2 Leute aus meinem Entertrupp schicken. Die sollen sich um die Banditen kümmern. Okay. So, das einmal. Ich will in deinen Entertrupp. So einfach kommst du nicht an mir vorbei, Junge. Erst unterhalten wir uns mal darüber, ob du überhaupt ins Lager kommst. Okay. Dann hier. Kannst du mir beibringen, besser zu kämpfen? Bezahl erstmal deinen Zoll. Ist Okay, bla 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 bla. Wie sieht's denn Lass so mich aus? Du hast mir eine Nachricht von unseren Holzfällern überbracht? Du willst für Alligator Jack den Laufburschen spielen und das Sumpfrattenfleisch zu morgen bringen? 300 Goldstücke. Das ist mir immer noch Oder ein du bisschen zu verschwindest teuer. wieder, ganz einfach. Ich kümmere mich erstmal um die Banditer. Das ist mir zu viel. Ach, jetzt komm. Ich hab's doch für dich schon billiger gemacht. Ja, ich will es noch ein bisschen billiger. Außerdem will ich erstmal von dem Typ der Geldbeutel abjuxen. So, gucke, was da drin ist. Du mieser kleiner Dieb. Deswegen speichert man bei sowas immer. Okay. Ja, dann kümmern wir uns erstmal um die Banditer. Und wie gesagt, ja, dann guckt man normalerweise, dass alles plan wird und dass man die Befunde auf einer einheitlichen Höhe erwischt. Dann zeichnen die sich normalerweise als braune Flecke in dem A stehende Boden an. Das kommt immer auf der A stehende Boden drauf an. Wenn der A stehende Boden, sagen wir mal, rotfleckig ist und somit relativ schwierig sich absetzt, dann ist das etwas problematisch. Das sind noch Goblins. Aber wenn der Boden zum Beispiel ein Sandboden ist, was um Speyer zum Beispiel sehr häufig vorkommt, dann ist es relativ gut erkennbar, das Ganze. So, bevor die Banditen uns sehen. So wird das gemacht, genau. Und dann haben wir diesen braune Fleck im Boden. Der kommt dann normalerweise dadurch, dass sich da entweder Holz oder was zersetzt hat und dann die Färbung etwas bräunlicher ausfällt. Das kann auch dadurch kommen, dass das dann schon in der Zeit mit Muttererde wieder verkippt wurde und dass man somit die braune Färbung hat. Das kommt immer auf den Befund drauf an. So, jetzt kommt bestimmt wieder, jetzt bist du dran. Und? Jetzt bist du dran. Ja, natürlich. Was anderes hätte ich gar nicht erwartet von euch. So. Oh, die frieren hier Ei, wenn man so in dem Gebiet hat. Okay. Ah, Ewe kommen sie gejoggt. So, da kommt man hier ihr dran, Seier. Ja, und wie gesagt, dann hat man normalerweise den Befund. Der wird dann geputzt, sprich, der wird mit Keller oder mit anderen Werkzeugen. Manche bevorzugen da auch solche Kratzer, wieder andere bevorzugen einfach, dass man es mit der Keller sauber macht. Und wenn der Befund dann geputzt ist, dann kann der gescheit dokumentiert werden. Das heißt, so kann überhaupt erst festgestellt werden, was für Konturen hat der, was für Ausmaße hat der. Und dann kann der von einem Bearbeiter, von einem
Arbeiteraufgrabung richtig beschrieben wäre. Das heißt, der wird in seine Maße aufgenommen, der wird in seiner Färbung und Verfüllung aufgenommen und der wird in seine Einschlüsse aufgenommen. Sprich, ist Holzkohle drin, sind Kiesel drin, etc. pp. Ja, die sind mittlerweile Routine für uns, diese Bandite. Ja, genau, dann wird das beschrieben. Dann wird es meistens auch noch vermessen. Dafür haben wir normalerweise einen sogenannten Tachy. Das ist ein Tachymeter. Und das kommt auch in der Straßenvermessung vor. Also wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Leute seht, die beim Straßenbau arbeiten und die dann mit so einem lustigen Apparat von Leica rumhantieren, ist das meistens ein Tachymeter, der dann als Gegenstück ein Prisma hat und der bestimmt den Punkt. Und das macht dann normalerweise unseren archäologischen Plan, diese Vermessung. Das heißt Vermessung, Beschreibung und Fotografie. Das sind die 3 Dokumentationsschritte, die wir normalerweise dann in Angriff nehmen. Und damit haben wir dann den Befund auf Planum 1 dokumentiert. Dann gehen wir normalerweise tiefer, wenn es sich zum Beispiel um ein Grab handelt, dann könnte das sein, dass es so eine längliche Grabgrube ist. Die sieht man normalerweise, kann man eigentlich recht gut unterscheiden von einer normalen Grube. Normalerweise, es gibt natürlich auch immer Ausnahmen. Aber eigentlich sind solche Grabgruben relativ gut erkennbar als längliches Oval im A stehende Boden. Schade, dass es hier nirgendwo hingeht. Jo, und dann geht man normalerweise tiefer bis zur Bestattung. Und da guckt man normalerweise, was für Zeitstellung haben wir eigentlich zu erwarten. Wenn das jetzt zum Beispiel was Römisches ist, Spätantik zum Beispiel, dann müssen wir normalerweise damit rechnen, oh, ein Eschenbogen, müssen wir normalerweise damit rechnen, dass die Köpfe im Westen sind und die andere Körperextremitäten sich gen Osten neigen. Die sind normalerweise immer West-Ost bestattet im spätrömischen Kontext. Das ist dann auch im Mittelalter so. Das hat dann was mit Christentum und mit Grabbrauchtum und Bestattungsbrauchtum zu tun. Links, 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 rechts, rechts. Ja, und wenn wir dann schon wissen, okay, wir haben es ja eigentlich mit was Spätrömischem oder mit was Mittelalterlichem zu tun, dann fängt man normalerweise im Westen an, die Grube abzutiefen, weil der Kopf in dem Fall das höchste ist und ab dann, ja, das ist normalerweise das höchstgelegene, der Kopf. Und dann kann man sich von dort aus, wenn man den Kopf gefunden hat, vorarbeiten in Richtung Körper. Und der wird dann auch nochmal explizit geputzt, dieser Körper. Das heißt, das Skelett wird freigelegt, sodass von over alles wunderbar sichtbar ist. Dann wird das Skelett auf Planum 2 auch nochmal geputzt, sprich, da muss man dann zum Beispiel auch mit Gipsereise hantieren. So, es ist zappeduschter, deswegen gehe ich jetzt mal bis zum nächsten Morgen pennen. Ja, wie gesagt, da wird dann normalerweise alles fein säuberlich geputzt. Das ist dann auch wirklich einer von den ganz wenigen Fällen in der Archäologie. Huch! Ah, die kauen schon an der Bandite rum. Na, herzlichen Glückwunsch und guten Appetit. Jo, das ist einer von den wenigen Augenblicke in der Archäologie, wo wirklich Feinstwerkzeug wie Gipsereise und Pinsel wirklich vorkommen, die man dann benutzen kann, um das Skelett halt wirklich sauber zu machen. Und das wird dann auch dokumentiert. Sprich, ist es zum Beispiel, also wieder dieselbe Schritte, Fotografie, Beschreibung, Vermessung. Und in der Beschreibung ist dann auch alles drin, was wichtig ist, sprich, ist das gestreckte Rückenlage, wie liegen Kopf, wie liegen Arme und Beine, was ist die Blickrichtung, sind die Arme und Beine eng beieinander, oder sind die möglicherweise in Beta-Haltung. Dann ist auch noch wichtig, wie gut ist das Ganze erhalten, das wird dann auch nochmal entsprechend dokumentiert. Und ein paar Fackeln, die sind praktisch. Und es wird dann möglicherweise auch noch dokumentiert, was ist denn möglicherweise, es wird dokumentiert, ob wir eventuell irgendwelche Beigabe oder sonst irgendwas haben oder ob das beigabenlos ist, was bei Spätantike bzw. Mittelalter völlig normal wäre. Ja, allein schon die Ausrichtung lässt so viel Aussage. Zusätzlich ist für uns auch noch wichtig, können wir möglicherweise feststellen aufgrund von Skelettlage, ob es sich dabei um eine Schnürung handelt, sprich, wurde derjenige, ein Letterbeutel, wurde derjenige, der oder die bestattet wurde, in ein Leinetuch zum Beispiel gewickelt und dann durch das Leinetuch zugeschnürt an entsprechende Körperstelle, sodass man die auch im Skelettbefund sehen können. Dann wäre noch wichtig, hängen wir möglicherweise Eisennägel, die sprechen dann entweder für tote Bretter, also dass der Tote oder die Tote auf Bretter gelegen hat.
oder möglicherweise sogar eine Holzkistenbestattung. Dann kann es auch noch sein, dass die Leute in Ziegelplatte, Gräber etc. pp. Bestattet wurden, aber das geht jetzt zu stark in die Materie rein. Halt! Freund oder Feind? Und deswegen, sowas wird dann dokumentiert, fotografiert, vermessen und beschrieben. Jetzt probieren wir es nochmal bei dem. Freund. Das kann ja jeder behaupten. Bla bla, das kennen wir schon. Dann sagen wir das Wegen nochmal. der Banditen im Turm. Ja? Sie sind erledigt. Hast du das ganz alleine fertiggebracht? Oh jo, ich bin ja Ritter. Achtung! Aus dir kann noch mal ein richtiger Pirat werden. Na, ich glaube, als Ritter bin ich besser geeignet. Jetzt Lass mich nochmal. rein. Du hast mir eine Nachricht von unserer... Du Kenne willst mal. für Alligator Jack den... Kenne mal. Und was am besten von allem ist, du hast uns die Galgenvögel am Turm vom Hals geschafft. Hätte nicht gedacht, dass du das alleine schaffst. 100 Goldstücke. Das ist Oder fair. du verschwindest wieder, ganz einfach. Billiger kriegen wir es nicht mehr, das ist fair. Bitteschön. Gut. Hier hast du das Gold. Danke. Willkommen in unserem Lager. Gut, Wenn du danke. vorhast, bei uns anzuheuern, muss ich dich enttäuschen, Junge. Der Captain ist mit der halben Besatzung auf Kaperfahrt gegangen. Und er ist der Einzige, der entscheidet, wer bei uns anheuern darf. Aber du kannst bleiben, bis er wieder da ist. Okay. Vorausgesetzt, du machst hier keinen Ärger. Ach, ich doch nicht. Dann hier. Kannst du mir beibringen, besser zu kämpfen? Klar, warum nicht? Okay, dann, Unterrichte mich. was kann er dann? Armbrust und Zweihand. Cool. Warte mal. Mir noch 4 Lernpunkte übrig. Ich würde ganz gern 4 Lernpunkte in Zweikampf investieren. Zweihandwaffen, genau. 1, 2 und 3 und noch einmal einer. So. Sehr Du schön. lernst schnell. Danke. Aus dir wird noch mal ein richtiger Pirat. Ach wahr. Dann hier. Ich will in der... Tja, dann willkommen in meinem Entertop. Okay. Wieder einer mehr, der uns hilft, die Banditen vom Hals zu halten. Schön. Ich hätte jetzt gesagt, schnapp dir einen der Jungs und räucher die Mistkerle im Turm aus. Aber du hast es ja schon erledigt. Gut, dann war's das. Ja, und wie gesagt, so werden dann normalerweise diese Gräber dokumentiert. Bei Hausbestattung, oh Gott, bei Hausbefunde und ähnlichem verhält sich natürlich ziemlich ähnlich, dass man das Ganze sauber machen auf dem Planum, also sozusagen Planum machen, und dass wir dann das Ganze dokumentieren, sprich fotografiere, beschreibe, vermesse. So wird dann eigentlich archäologisch ausgegraben. Ich denke, das ist eigentlich auch erstmal genug. Sonderfälle muss ich hier nicht nennen, sondern einfach mal so einen allgemeinen Überblick wollte ich sowieso liefern. Das Ganze ist ja auch Let's Play und nicht Let's Dig. Also wir machen ja hier keine Archäologie-Videos. Von daher wollte ich einfach nur so einen kleinen Einblick bieten, wie das beim Gräberfeld bei einer Ausgrabung zum Beispiel ablaufen kann. So, jetzt haben wir dazu aber auch noch ein paar nette Sachen gekriegt. Ring der Priester. Wir sind 3 Brüder aus einer Kaste. Zusammen sind wir stärker. Mana-Bonus plus 5. Das könnte so eine Reliquie sein, die Saturas ganz gern gehabt hätte. Ring des Wassers. Ja genau, das war meine Geschicklichkeit, Lebenskraft. So, was bist denn du für ein lustiger Hey. Bones hier? Wie läuft's? Naja, ich komm klar. Ist ein bisschen langweilig, aber wenigstens muss ich nicht arbeiten. Ich bereite mich gerade auf meinen nächsten Auftrag vor, den Greg mir gegeben hat. Welchen Auftrag? Das darf ich nicht sagen. Nichts für ungut, Kleiner. Aber ich habe mir das Privileg hart erarbeitet und habe keine Lust, es wieder zu verlieren. Okay. Dann. Kannst du mir was beibringen? Tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit. Ich muss trainieren. Alle Hopf, dann. Ja, genau. Wer kann mir hier was beibringen? Wer kann mir hier was beibringen? Henry und Morgan führen unsere Entertrupps an. Sie können dir beibringen, wie du besser kämpfst. Henrys Leute sind alle mit Zweihandwaffen ausgerüstet. Morgan mag mehr die schnelleren Einhandwaffen. Wer noch? Keine Ahnung, für was anderes habe ich mich nie interessiert. Aber ich bin mir sicher, dass Alligator Jack oder Samuel dir bestimmt noch den einen oder anderen Trick zeigen können. Okay, cool. Dann danke dir. Also die Piraten sind eigentlich relativ umgänglich. So, jetzt brauche ich nur noch 5%, dass ich auch bei Zweihand im Kampf recht gut bin. So, Pirat. Garrett. Von selbst Hallo? ist er da nicht drauf. Sieh an, ein neues Gesicht. Und keiner von den dreckigen Banditen will ich doch hoffen. Das sind alles Hamburger. Ich bin Garrett. Wenn du irgendetwas brauchen solltest, frag zuerst mich. Hallo. Ich kann dir fast alles besorgen. Wein, Waffen und vieles, was man sonst so braucht. Frauen? Außer Schnaps.
Wenn du einen ordentlichen Schnaps willst, geh zu Samuel. Ah, okay. Ah, das scheint wohl dann nie ein Alchemist zu sein oder sowas. Wer ist Samuel? Unser Schnapsbrenner. Er hat seine Höhle etwas abseits des Lagers, direkt am Strand. Nicht schwer zu finden. Geh einfach Richtung Norden. Ich kann dir nur raten, dich gut mit Grog einzudecken. Einige der Jungs hier sind Neuen gegenüber nicht gerade aufgeschlossen, verstehst du? Ja. Da kann ein ordentlicher Schluck Grog Wunder wirken. Ja, das glaube ich. Dann hier. Wo bekommst du deine Waren her? Skip bringt immer eine Menge aus Korinis mit, wenn er rüberfährt. Okay, also Bis vor Schmugglerware. kurzem hat er einiges davon direkt an die Banditen verkauft. Aber seit es mit den Banditen Krieg gibt, landet der ganze Kram bei mir. Okay. Dann hier. Was weißt du über die Banditen? Dazu frag am besten mal Skip. Der hat einen ganz schönen Tanz mitgemacht mit den Kerlen. Das kann ich dir sagen. Greg hat angeordnet, alle Banditen, die sich in der Nähe des Lagers blicken lassen, abzumurksen. Ahoi, Matrose. Alles klar. Dann, hier nochmal. Dein Captain Greg, wie ist er so? Er ist ein harter Knochen, kann ich dir sagen. Und raffgierig bis aufs Blut. Er lässt unseren Schatzmeister Francis immer gerade so viel zahlen, dass es zu keiner Meuterei kommt. Oh. Und wenn einer von uns mal was wirklich Wertvolles erbeutet, reißt er sich selber unter den Nagel. Netter Kerl. Ich hatte mal den Kompass von einer königlichen Fregatte mitgehen lassen. Greg, der Mistkerl, hatte mir natürlich abgeknüpft. Ha, vermutlich hat er ihn irgendwo verbuddelt, genau wie alle seine anderen Schätze. Okay, da wissen wir ja schon, was wir da machen können. Wo könnte Greg den Kompass vergraben haben? Greg sagte mir mal, dass der Tod über meinen Kompass wacht und hat mich ausgelacht. Sonst noch was? An der südlichen Küste gibt es einen Strand. Der ist nur über den Seeweg zu erreichen. Greg soll öfter mal dort gewesen sein. Vielleicht findest du da was. Ich habe mich selber schon mal dort umgesehen, aber die Gegend wimmelt von Monstern. Wenn du es wirklich wagen willst, vergiss nicht, eine Hacke mitzunehmen. Habe ich. Dann machen wir das doch. Hier. Was kannst du mir über Francis erzählen? Greg hat ihm das Kommando übertragen, während er weg ist. Aber als Captain ist Francis ein Versager. Er kriegt morgen ja noch nicht mal dazu, seinen Hintern aus dem Bett zu bewegen. Henry und seine Jungs sind die einzigen, die hier was tun. Die Okay. anderen machen sich hier einen schönen Tag, statt zu arbeiten. Na klasse. Ich kann nur hoffen, dass Greg bald wieder da ist. Der wird ihnen allen ordentlich in den Arsch treten. Okay, dann, hier. Lass uns handeln. Handeln ist immer gut. Schwerer. Was hat er denn alles? Sumpfkraut, schwarze Rohstahl ist immer gut, das nehme ich immer gern. Reine Lebensenergie nehme ich auch gern. Ansonsten Armbrust habe ich ja schon. Schwere Armbrust bin ich bei weitem noch nicht stark genug. Schiffsaxt, alte Machete und alte Riesenmachete. Dann, was hat er da noch Schickes? Leichte Streitaxt, noch eine normale Machete. Ist das Einhand? Anscheinend, ja. Dann Riesenmachete. Orkschlechter, schwerer Zweihändler. Okay, dann wollte ich mal gucken, ob die Pfeile überhaupt was wert sind, die ich da habe. Ja, tatsächlich. Die Pfeile sind was wert. Deswegen verkaufen wir die jetzt erstmal alle. Ganz fleißig. Sehr schön. Jetzt habe ich ja wieder relativ gutes Repertoire. Da hat noch einen Gürtel gehabt, weil ich auch noch mal gucke. Gürtel des Schutzes. Vor Waffen und Pfeilen wie der Schutz. Und ja. Gucken wir doch gerade mal, was wir selber für einen Gürtel gerade tragen. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Ich weiß alles. Was ist da noch? 18, ja genau, 60. Da habe ich aber 50 Stärkepunkte zu wenig. So, ich trage gerade, ich trage gerade einen Milizgürtel, der überhaupt nichts bringt. Sehr cool. Dann nehme ich doch lieber hier den Gürtel der Stärke. Jetzt sind wir nämlich schon bei Stärke 55. Ja, der Milizgürtel bringt mir natürlich einen Scheißdreck. So, Brandon und Matt, das sind auch wieder Leute, die wir ansprechen sollten. Aber Zeig. es kann nie schaden, ach so Ding einfach nochmal parat zu haben für 1000. War da noch was ich nicht gesehen habe? Stängel Sumpfkraut? Nö. Ah, das war nur die schwarze Perle, okay. Die rohe Erzklinge will ich behalten, der Rapier, den würde ich eigentlich gern wegschmeißen. Paladin-Schwert können wir auch mal fortschmeißen, edles Schwert können wir verticken. Grobes Breitschwert verkaufen. Das verticken wir auch. Degen kommt auch weg. Degen der Banditen behalten wir. Und schwerer Ast kommt weg. Sichel, Schürhaken, Dolch,
Guter Dolch. Aha, ja, trotzdem scheiße. Genauso wie der Eschenbogen. Armbrust können wir genauso auch verticken gerade. Okay, das sieht auch wieder soweit stabil aus. Da haben wir jetzt die Wahl zwischen Schutz und zwischen Stärke beim Gürtel. Dann wollen wir noch seinen Geldbeutel klauen. Dreckiger Dieb, na warte! Ja, oder wir können es auch sein lassen. Okay, dann gucken wir nochmal bei den zwei Gestalten hier. Erstmal die Bist Jüngere. neu hier, was? Ah jo. Gut. Wir können jeden Mann gebrauchen. Okay, hier. Was weißt du über die Banditen? Du meinst, außer dass sie mordsgefährlich und uns zahlenmäßig weit überlegen sind? Ja. Sie haben Gold wie Heu. Nun zumindest hatten sie Gold wie Heu. Ihre letzte Lieferung haben sie nicht bezahlt. So, Aber so. ich bezweifle, dass das daran liegt, dass den Mistkerlen das Gold ausgegangen ist. Ich denke eher, sie sind komplett größenwahnsinnig geworden. So. Grüße wahnsinnig wache Wie Sinn. sieht's aus? Im Moment ist es ruhig im Lager. Also werde ich mich ein bisschen entspannen. Allerhaupt. Und an deiner Stelle, ja, würde ich dir das Gleiche empfehlen. Na dann. Seit die Banditen da sind, kann sich das schneller ändern, als uns lieb ist. Ja genau, deswegen chillen die alle hier ihr Leben, statt mal was effektiv zu machen. So, wie sieht's mit dir aus? Ahoi, Matrose. Sieh an, ein Neuling. Und eine Landratte noch dazu. Ajo. Bist ein bisschen dürr für einen Piraten. Kann doch nicht jeder so fett sein. Kannst du mir was beibringen? Dir? Jede Wette. Ich könnte dir beibringen, stärker und geschickter zu werden. Aber warum sollte ich das tun? Weil ich dir einen Drink spendiere? Nicht schlecht, Kleiner. Du hast direkt ins Schwarze getroffen. Aber komm mir bloß nicht mit so einem billigen Fusel an. Okay. Ich besorg dir einen Grog. Willst du mich vergiften? Mit der Brühe kannst du mich jagen. Weißt du, was da drin ist? Der alte Samuel hat auch gutes Zeug. Hol was davon. Okay. Hast du schon mal Samuels Spezialrezept probiert? Nein, noch nicht. Dann halt dich ran. Das musst du probiert haben. Okay. Ich liebe das Teufelszeug. Gut, dann gibt's was Neues. So Smalltalk muss ich jetzt nicht halten. Normaler Pirat. Ah, dich kennen wir ja. Hi, Skip. Sieh mal einer an, wer dem alten Skip hier über den Weg läuft. Ich kenne dich. Ja, ich dich Die auch. Bucht in der Nähe der Stadt, erinnerst du dich? Skip, richtig? Ich sehe, ich habe einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Natürlich. Aber ich habe deine Visage zwischendurch noch du irgendwo wirklich daran? gesehen. Ah, sicher. Ja, auf den Wanted Posters. Naja, schlecht mir geht das getroffen. besser? Aber du bist es. Mach dir nichts draus. Mein Steckbrief sieht genauso dämlich aus. Mir geht es besser? Kinderspiel. Das sollte eigentlich funktionieren. Sehr schön. Dann, Ist doch alles Was nur kannst du mir über die Gerede. Banditen erzählen? Die Banditen, sie greifen uns an. Was meinst du, warum wir die Palisade bauen? Es Wir kommt haben nur die auf Drecksäcke die selber Kraft hier an. rüber geschippert. Also, komm mir haben mit nicht ihnen so. gehandelt. Junge, ich sage dir, die haben so viel Gold, dass es ihnen ist aus doch den schon Ohren lange wieder bekannt. rauskommt. Sie waren bereit, jeden Preis für ein Fass herumzubezahlen. Aber die Zeiten sind vorbei. Das war doch Jetzt schon ist vorher Krieg. klar. Was ist passiert? Die Mistkerle haben ihre letzte Lieferung nicht bezahlt. Also bin ich hin ist doch und schon wollte lange sehen, wo bekannt. unser Gold bleibt. Aber als ich in den Sumpf kam, griffen die Schweine mich an. So, und so. das ist noch nicht alles. Wird sich das Sie haben jemals Angus ändern? und Hank umgelegt. Oh. 2 von unseren besten Jungs. Geh bloß nicht in den Sumpf, sag ich dir. Meinst du, Die mir geht greifen es besser? alles an, was nicht so zerlumpt rumläuft wie sie. Okay. Dann, erstmal hier. Was machst du Ich hier? hätte das anders Ich bin gemacht. gerade aus Korinis zurück und jetzt warte ich darauf, dass Greg wiederkommt. Wie ihr alle. Dann hier. Ich habe Das Greg ist in doch Korinis alles nur gesehen. Gerede. Wirklich? Verdammt! Dann muss was schiefgelaufen sein. Ja, Er schon. sollte eigentlich längst mit unserem Schiff Ist hier doch sein. alles nur Gerede. Es wird wohl das Beste sein, wenn ich nach Korinis zurückfahre und dort auf ihn warte. Aber heute bestimmt nicht hat mehr. auf die Ich falschen bin ja Leute gerade erst hier gehört. angekommen. Gut, dann, hier. Erzähl mir mehr über Angus und Hank. Angus Ja, und das Hank hat er wirklich sollten sich gehabt? mit ein paar von den Banditen vorm Lager treffen. Sie hatten jede Menge Krempel dabei. Alles, was die Mistkerle bei uns Weiß bestellt ja hatten. nicht mal, wie man ein Schwert Schmiedestahl und Dietriche und so ein Zeug. Aber sie kamen nie zurück. Diese Banditenschweine erfährt haben sie keiner mit Sicherheit um die Ecke gebracht. Okay. Morgan und Bill haben die beiden gesucht.
ohne Erfolg. Bill war ziemlich doch alles fertig nur wegen der Gerede. Sache. Er war mit den beiden befreundet. Okay. Er ist noch jung, die nimmt sowas noch so richtig mit. Die anderen haben's mit Fassung getragen. Die Waren waren ja noch zu verschmerzen. Aber der Grog, den sie dabei hatten, das waren mindestens 20 Flaschen. Dann, hier. Wegen des Grogs. Dir fehlen 20 Flaschen, sagst du? Ja, verdammt. Das war mein gesamter Vorrat. Okay, die muss ich ihn dann wieder bringen. Dann hier. Ich brauche eine Banditenrüstung. Du willst da reingehen? Bist du wahnsinnig? Ja. Wenn die Typen rausfinden, dass du nicht zu ihnen gehörst, machen die Hackfleisch aus dir. Passiert. Hast du eine Ahnung, wo ich eine solche Rüstung finden kann? Du lässt nicht locker, was? Also gut, wir hatten mal eine hier. Greg hat sie sicher noch irgendwo oben in seiner Hütte. ist doch alles nur Wenn er wieder Gerede. da ist, kannst du sie ihm vielleicht abkaufen. Okay. Dann hier. Hast du eine Ahnung, wie ich in die Hütte komme? Au, immer langsam. Du willst dich doch nicht so einfach an Gregs Krempel vergreifen. Als er abfuhr, hat er Francis den Schlüssel gegeben und ihm befohlen, niemanden in seine Hütte zu lassen. Glaubst du wirklich daran? Okay. Was kannst du mir über Francis erzählen? Francis ist unser Schatzmeister. Das Der ist doch Captain alles nur vertraut ihm. Gerede. Deswegen hat er ihm auch wohl das Kommando übergeben. Obwohl ihn keiner von den Jungs hier wirklich ernst nimmt. Wenn du mehr wissen willst, Weiß gar rede mit nicht mehr, wie Samuel. man noch glauben Er hat soll. in der kleinen Höhle nördlich von hier seine Schnapsbrennerei. Okay. Es gibt niemanden hier im Lager, hab ich über noch den gar nicht Samuel nicht eine Menge weiß. Okay, das ist gut zu wissen. Aber schon mal wieder Quests über Quests, wenn ich mir das so guck. Dann. Nicht, dass du das nicht gewusst hast. Bist du Raven schon mal begegnet? Allerdings, ich war bei Henry vorne am Tor. Da habe ich gesehen, wie Raven einige von seinen Jungs bei dem Turm im Süden postiert hat. Ganz in der Nähe des Lagers. Ich schätze, die sollen uns ausspionieren. Ich habe auch gesehen, wie er seine Leute behandelt, wenn sie nicht tun, was er will. Jeden, der ihm nicht aufs Wort ja gehorcht, nicht mal, wie man ein bringt er Schwert hält. eiskalt um. Okay. Raven, musst du dich in Acht nehmen, sag ich dir. Netter Bursche. Ich wundere mich Dann, über gar nichts. hier. Hast du was zu verkaufen? Wenn du handeln willst, geh zu Garrett. Der kümmert sich um unsere Das ist doch Lagerbestände. alles nur Gerede. Okay. Hier. Kannst du mich nach Korinis bringen? Nee, ich fahre später. Werd mir erstmal einen ordentlichen Schluck Grog genehmigen. Allerhaupt. Dann die dich aber Amos, sag ihr liebe Leid. Genug schwätzt und genug Ahoi Matrose heute gemacht. Wir sehen uns morgen wieder, weil ich jetzt hier meinen Cut mache. Und gucken uns bei Let's Play Gothic 2 auf Pelzig dann hier weiter um. Und schauen mal, was es hier im Lager noch so alles gibt. Also, machen's gut und bis morgen dann wieder. Ayan Yankee. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast.